Guten Abend, liebe Leute. Ich möchte heute ein Erlebnis mit euch teilen, das mir vor langer Zeit passiert ist. Letzte Nacht hatte ich einen Traum von Ihnen, dem Bombero und dem Luison. Nun habe ich den Drang, euch alles zu erzählen, was ich und vor allem meine Schwester Maria vor 45 Jahren genau erlebt haben. Wir waren noch jung, meine Schwester war 13, ich 15. Eines Abends waren wir allein zu Hause. Dani, ich gehe noch mal weg. Ich habe Tom gefragt, ob wir heute zu ihm in den Wald gehen könnten. Ich habe sein Haus noch nie gesehen und er hat mir versprochen, es mir heute zu zeigen. Wir werden den Abend bei ihm verbringen. Falls Papa und Mama vor mir zurück sind und fragen, wo ich bin, sag ihnen nichts von meinem Vorhaben. Maria, du kennst doch die Geschichte von Bombero. Du weißt, was die Leute sagen. Dieses Wesen ist nachts aktiv. Ja, ich weiß. Der Bombero irrt durch den Wald und sucht sich immer jemanden, den er kontrollieren und beeinflussen kann. Aber sei doch nicht albern, Daniel. Das sind doch nur Geschichten, um Kinder zu erschrecken. Ach, sieh nur, da kommt Tom. Bis dann, Dani. Nachdem Maria mit Tom losgegangen ist, dachte ich mir, dass ich ihr besser nachgehen sollte. Ich machte mir einfach zu viele Sorgen, dass ihr was passieren könnte. Außerdem war ich in Wirklichkeit auch neugierig, was die beiden bald so anstellen würden. Also bin ich Maria und Tom, die Händchen halten in den Wald liefen, heimlich gefolgt. Oh, das wird Toms Haus sein. Ich werde mich mal auf diesen Baumstumpf setzen. Da habe ich gute Sicht auf die beiden. Vielleicht kriege ich sogar mit, worüber sie reden. Schön, dass du mich mal zu dir mitnimmst. Du wohnst ja jetzt so abgeschieden im Wald. Da könnte einem ganz mulmig werden. Hast du niemals Angst, hier allein zu wohnen? Nein, Maria, überhaupt nicht. Mir geht es hier sehr gut. Vor allem, weil es hier so ruhig ist und nur so selten jemand vorbeikommt. Ich hätte Angst, dass mir etwas zustößt, wenn ich so allein wäre. Und dann gibt's ja auch noch die Wesen. Maria, du bringst mich wirklich zum Lachen. So naiv und unschuldig, wie du bist. Natürlich gibt es hier keine Wesen. Also, wenn du meinst, aber wirklich geheuer ist es hier nicht. Da gewöhnst du dich schon noch dran. Schließlich wirst du ja jetzt genügend Zeit haben, hier alles kennenzulernen. Ich habe mir überlegt, wie es wäre, mit dir im Wald spazieren zu gehen und abends den Mond zu bewundern. Das ist eine gute Idee. Und weil ja heute Vollmond ist, möchte ich dir etwas zeigen. Etwas ganz Besonderes. Hilfe! Als ich den Schrei meiner Schwester hörte, lief ich reflexartig zum Haus, öffnete die Tür, um ihr zu helfen, und sah ein laut brüllendes Monster. Ich bin so schnell wie möglich geflohen. Schweißgebadet kam ich zu Hause an. Meine Knie schlotterten immer noch. Dass ein Mensch sich wirklich in einen Werwolf verwandeln kann, so etwas hatte ich zuvor noch nie erlebt und auch nicht geglaubt, obzwar ich von der Sage des Luisons wusste. Und Maria, sie hatte blutend hinter ihm gestanden. Meine Eltern waren inzwischen wieder zurückgekommen, schliefen aber schon. Ich wusste nicht, ob ich darüber froh oder besorgt sein sollte. Am nächsten Tag war mir klar, dass mir unangenehme Fragen bevorstanden, denn Maria war ja nicht zu Hause. Es war Samstagsmorgen und wir waren bereit zu frühstücken. Da trafen wir uns für gewöhnlich als komplette Familie. Wir saßen auch an diesem Morgen bereits am Tisch, als meinen Eltern plötzlich auffiel, dass Maria noch nicht da war. Komisch.
Sonst ist Maria um diese Zeit doch schon längst aufgestanden. Dani, willst du nicht mal schauen, ob sie wach ist? Sag ihr, dass wir schon frühstücken. Ich denke, sie ist schon wach. Wie? Hast du sie heute etwa schon gesehen? Ja, nein, ich würde sagen, sie ist nicht zu Hause. Aber ich weiß genau, wo sie ist. Mein Junge, dann sag uns doch, wo sie ist. Das geht nicht. Warum denn nicht? Sie bereitet etwas vor, um euch zu überraschen. Ach so. Sag das doch gleich. Na dann ist ja alles gut. Wir wollen keine Überraschung verderben. Lassen wir sie jetzt mal ihre Sachen in Ruhe machen. Ich war zutiefst erleichtert. Das war gerade noch einmal gut gegangen. Trotzdem war es für mich klar, dass ich Maria befreien musste. Und zwar ohne Hilfe und Wissen meiner Eltern. Wenn ich es nicht versuchen würde, wäre sie verloren. Da war ich mir zu 100% sicher. Ich entschloss mich, Maria in der darauffolgenden Nacht zu befreien. Dafür hatte ich mir einen Plan überlegt. Ich würde Luison in einen Streit mit dem Pombero verwickeln. Während sie miteinander beschäftigt wären, könnte ich Maria befreien. Doch mir war klar, ich brauchte Mitstreiter. Ich trieb ein paar mutige Männer auf, die mir helfen wollten, und des Nachts gingen wir gemeinsam in den Wald, ausgerüstet mit Fackeln und Glocken in unseren Huttsäcken und Laternen in der Hand. Daniel, bist du dir sicher, dass dieser Plan funktioniert? Er klingt riskant. Wir haben keine Wahl. Der Pombero und der Luison sind gefährlich. Aber wenn wir sie richtig lenken, können wir Maria befreien. Und du bist dir sicher, dass wir mit diesen Mitteln gegen sie ankommen? Unser einziges Ziel ist es, Maria zu retten. Wir müssen es schaffen. Ich hoffe nur, dass das Pfeifen aus der Ferne nicht der Anfang von etwas Schlimmerem ist. Das ist es, was wir hören müssen. Das Zeichen. Wenn es kommt, sind wir bereit. Daniel, wissen deine Eltern eigentlich, was du hier tust? Nein. Mutig ist es ja von dir. Das muss man sagen. Ich weiß, aber allein könnte ich es nicht schaffen, Maria zurückzuholen. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Wir sind hier, weil auch wir Menschen verloren haben, Daniel. Der Wald hat mir letztes Jahr meinen Bruder genommen. Ich finde das hier Wahnsinn. Glaubst du wirklich, wir können es mit dem Pombero und dem Luison aufnehmen? Das sind Wesen, keine Menschen. Sie haben einige Schwächen. Zum Beispiel hasst der Pombero den Klang von Glocken und der Luison verträgt kein grelles Licht. Damit können wir uns schützen. Und was ist mit deiner Schwester? Woher wissen wir, dass sie überhaupt noch lebt? Maria lebt, da bin ich mir sicher. Ich werde sie zurückholen. Ist es schon da vorne? Ja, das ist Luisons Haus. Kommt, lasst uns die Falle vorbereiten. Auf der Lichtung in der Nähe von Luisons Haus bereiteten wir die Falle vor. Jeder steckte eine brennende Fackel in den Boden. Aus der Ferne hörte man ein Knurren und für einen Moment blieben wir aus Angst wie angewurzelt stehen. Bleibt ruhig. Nehmt eure Positionen ein. Ich werde mit der Flöte den Pombero anlocken. Währenddessen wirfst du, Cornelius, schnell und unauffällig den Schweineknochen vor die Haustür von Luison. Der Geruch wird ihn anlocken. Wenn der Pombero erst hier ist, macht keinen Laut. Während ich die Flöte spielte, ging Cornelius zum Haus und warf den Schweineknochen schnell und bestimmt vor die Haustür. Und kam danach zu uns zurück. Schatten bewegten sich zwischen den Bäumen. Wir versteckten uns hinter einigen Bäumen, um nicht von dem Wesen entdeckt zu werden. Auf der Lichtung erschien der Pombero, eine kleine, deformierte Gestalt mit glühenden Augen. Gleichzeitig kündigte ein Knurren Luisons Ankunft an. Eine große, dunkle Werwolfkreatur mit scharfen Zähnen.
Sie sind beide hier. Was machen wir jetzt? Bleibt, wo ihr seid und wartet ab. Wir beobachten, wie sich die Kreaturen ansahen und einholten. Während die beiden Wesen kämpften, schlich ich mich um das Haus herum und stieg durch ein Fenster ein. Maria, bist du da? Ich war Maria. Ihre Hände waren mit einem Seil gefesselt. Sie saß schmutzig und mit zerrissener Kleidung auf dem Boden. Maria, wie siehst du denn aus? Warte, ich binde dich los. Es tut mir so leid. Ich habe Tom vertraut und wusste nicht, wer er wirklich ist. Ist schon gut, Maria. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Er war so freundlich, so normal am Tag. Aber bei Nacht... Er hat mich bewusst zu seinem Haus gebracht. Er meinte in seiner menschlichen Gestalt, dass ich ihm gehöre. Ich empfand das als Liebeszuspruch. Später habe ich dann gemerkt, wie er es wirklich gemeint hat. So, Maria, wir müssen los. Die Männer warten draußen auf uns. Halt dich einfach an mich und dann werden wir bald wieder zu Hause sein. Wir flohen von dem Haus in Richtung der Männer. Währenddessen entdeckten uns die Wesen und verfolgten uns. Wir kamen bei den Männern an. Die Männer zündeten schnell ihre Fackeln an, nahmen die Glocken aus ihren Rucksäcken und hielten sie fest. Wir rannten alle davon. Die Fackeln und Glocken schwenkten in der Luft. Die Fackeln erleuchteten den Luison abschreckenden Weg. Das Glockengeläute hielt den Pombero auf Abstand. Los, Leute, schneller! Nachdem wir uns ein Stück entfernt hatten, stolperten wir alle über einen liegenden Baumstamm. Wir schrien laut auf vor Schreck und Schmerz. »Los, weiter, Maria!« rief ich. Während wir beide schnell aufstanden und direkt weiterliefen, waren unsere Begleiter nicht so schnell. Langsam versuchten sie sich aufzurappeln, fielen aber unter Schmerzen wieder hin. Untereinander sprachen sie: »Los, Männer, wir müssen weiter!« Sie schafften es knapp, uns nachzukommen. Theo rief noch: »Wartet auf uns!« Doch Maria und ich waren zu ängstlich, um stehen zu bleiben. Maria und ich rannten immer weiter. Der Wald schien kein Ende zu nehmen. Vor lauter Hetze wichen wir von weg ab und standen plötzlich vor einer Kapelle, die wir in dieser Nacht zum ersten Mal sahen. Die Kapelle war schwach beleuchtet. Der Eingang stand offen. Die Tür knarrte im Wind, als würde sie uns einladen, reinzugehen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht war dies unser letzter Ausweg. Maria, komm schnell! Wir gingen auf das Gebäude zu. Maria folgte mir entschlossen. Vorsichtig blickte ich ins Innere. Drinnen brannten mit flackerndem Licht noch einige Kerzen. Die Kapelle war leer. Es gab bloß einige herumliegende Bänke und in der Mitte einen Altar mit Kruzifix. Wir gingen hinein. Was hast du vor? Setz dich und sei leise. Ich verbarrikadiere die Tür mit der Bank. Denkst du, wir sind ja sicher? Ja, hier drinnen haben wir eine Chance. Bleib hier. Ich muss einen Weg finden, sie aufzuhalten. Nein, Dani, lass mich nicht allein. Ich komme zurück. Versprochen. Die Männer kamen erschöpft und schwitzend mit ihren Fackeln an der Kapellentür an. Sie waren nur ein paar Meter von den sich nähernden Wesen entfernt. Maria blieb bei der Bank stehen. Es klopfte laut an der Tür. Das Holz vibrierte. Man hörte das Knurren des Luisons und die verzweifelten Hilferufe der Männer. Der Lärm wurde immer lauter. Verdammt. Uns sind neben den Rucksäcken auch die Glocken abhanden gekommen.
und das Feuer wird auch bald erlöschen. Wir müssen weglaufen. Hier zu bleiben ist Selbstmord. Denkst du nicht auch, Carsten? Nein, wenn wir jetzt aufgeben, dann sind wir alle verloren. Auch Daniel und Maria. Die Männer rüttelten an der verschlossenen Tür. Maria und ich zögerten noch, sie zu öffnen, während sie weiter dagegen hämmerten. Der Louison mit seinen glühenden roten Augen wollte sich gerade auf sie stürzen, als sich die Tür noch rechtzeitig öffnete. Schnell, kommt rein! Ich mache hinter euch zu! Maria riss mich von der Tür weg, sodass ich sie nicht mehr rechtzeitig schließen konnte. Maria, bist du verrückt? Jetzt sind wir alle verloren! Hallo Maria, da seid ihr! Ich kann es kaum erwarten, euch näher kennenzulernen. Maria, was hast du getan? Du kannst doch nicht mit den beiden... Doch, genau das tue ich. Wieso? Warum? Menschen können sich halt verändern, Dani. Aber weil du mein Bruder bist, erkläre ich's dir. Dann wirst du auch verstehen, dass du ein Stück weit selbst schuld daran bist. Maria, wovon redest du? Das fragst du noch. Du hast dich zu Hause immer nur um dich selbst gekümmert. Du hast dich nie für mich interessiert, nie gefragt, wie es mir geht oder Zeit mit mir verbracht. Immer ging es nur um dich, um deine Interessen und das, was du wolltest. Vater und Mutter haben nichts dagegen unternommen und taten so, als wäre alles in Ordnung. Wenn es darum ging, wo wir als Familie Urlaub machen, haben sie immer nur auf dich gehört. Wenn wir besprochen haben, was wir als Familie spielen würden, wurden deine Ideen umgesetzt. Wenn ich meinte, dass das ungerecht war, hast du mich bloß ausgelacht. Gut, du hast recht, aber... Und selbst jetzt, als du mich befreien wolltest, macht es den Eindruck, als ob dir mehr an dem Abenteuer lag, als daran, mich zu retten. Ah... Genau aus diesem Grund hatte ich mich entschieden, dir zu zeigen, wie es ist, allein zurückgelassen zu werden. Wäre mein Plan ganz aufgegangen, würdest du jetzt schon längst in Fesseln liegen. Mir war damals klar, dass du mir und Tom folgen würdest, weil du ja ständig in Bewegung sein musst. Wären wir nur etwas schneller gewesen, als du die Haustür aufgemacht hast. Aber jetzt haben wir dich. Du wirst in Louisons Haus mit den Männern gefangen bleiben. Das Dorf soll nichts erfahren und auch Mama und Papa zu Hause dürfen sich ruhig weitersorgen. Dann merken sie mal, wie es sich anfühlt, von der Familie verlassen zu werden. Kommt, wir bringen unsere Gefangenen jetzt zu mir. Sie brachten uns zu Louisons Haus. Dort setzten sie uns gefesselt auf den Boden. Sie bauten sich im Halbkreis vor uns auf. Maria, bist du fertig mit ihnen? Ja, Warte, Maria, lass mich noch was sagen. du hast genug geredet. Ich werde dich knebeln. Dann muss ich dir nicht mehr zuhören. So, jetzt kommt unser Part. Das wird eine köstliche Angelegenheit. Moment, ihr sollt niemanden töten. Das ist mir zu grausam. Lasst sie lieber hier sitzen und sterben. Und falls sie sich doch befreien sollten und ins Dorf zurückkehren, wird ihnen keiner glauben, was sie erzählen. Aber Maria, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Dann haben wir ja nichts von der Sache. Genau. Ich bin eure Chefin und ich will, dass ihr die 4 nur fesselt. Und wenn wir nicht wollen? Dann werdet ihr wohl müssen. Theo, halt einfach deine Klappe. Ich würde vorschlagen, wir fressen einfach alle auf. Inklusive Maria. Das ist eine gute Idee. Moment, was? Wir wollen uns das Beste zuerst schnappen. Meine Freundin wird ein echter Leckerbissen. Auf jeden Fall. Während die Wesen Maria immer näher kamen, begann ich mich zu befreien. Maria kroch blass und verängstigt mit leisen, hilfesuchenden Lauten immer weiter nach hinten, an die Wand der Hütte. Ich schaffte es, mich von den Fesseln zu befreien und rannte zu meinem Rucksack, um eine Fackel und eine Glocke rauszunehmen. Ich zündete die Fackel an. Der Bombero und der Louison bemerkten mich nicht. Sie konzentrierten sich nur auf Maria.
Als sie ganz dicht bei ihr waren, warf ich die brennende Fackel auf den Luison und läutete die Glocke ganz laut neben dem Ohr des Bomberos. Ah, das ist ja nicht auszuhalten! Ah, bitte löscht das Feuer! Bitte löscht das Feuer! Ah, au! Ah! Sorry, Kumpel, aber ich hau ab! Ah, ich auch! Ah! Maria, alles gut bei dir? Bist du verletzt? Ich bin okay. Ich bin okay. Ich hoffe, dir geht's gleich nicht mehr gut. Theo, sei ruhig. Maria, wenn dir noch irgendwas wehtut, sag es mir bitte. Ich bin für dich da und ich werde dich sicher nach Hause bringen. Und weißt du was? Jetzt habe ich endlich begriffen, dass es nicht immer nur um mich geht, sondern auch um die Menschen um mich herum. Und du, Maria, als meine einzige Schwester, bist eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Du bist so wertvoll. Es tut mir so leid, dass ich dir das in den letzten Jahren nie richtig gezeigt habe. Danke, Dani. Das ist das Schönste, was du mir jemals gesagt hast. Komm, lass uns noch die anderen befreien. So, jetzt aber ab nach Hause. Gehst du jetzt eigentlich gerne mit nach Hause? Ja, ich habe dir vergeben und Mama und Papa werde ich auch verzeihen. Mir ist klar geworden, dass ich größtenteils so wütend war, weil ich auf dich wütend war. Also nun wird bestimmt alles gut. Ich bin wieder die Alte. Und Maria behielt recht. Es wurde alles wieder gut. Auch mit Papa und Mama konnte sie sich schnell wieder versöhnen. Heute lebt sie glücklich und verheiratet, nicht weit von mir entfernt. Der Bombero und Luison haben sie seit jenem Tag nicht mehr belästigt. Maria hat auch keine Beziehung mehr mit Luisons menschlichen Wesen. Die beiden Wesen lassen uns, mich und die 3 Männer, ebenfalls in Ruhe. Sie haben wohl bis heute zu viel Angst vor den Verteidigungsmitteln, mit denen ich sie damals vertrieben habe. Aber wisst ihr, was ich wirklich sagen möchte? Und das kann ich euch allen nur ans Herz legen. Es geht nicht primär darum, dass man sich selber Gutes tut, sondern dass man vor allem für die Menschen da ist, die einem wichtig sind.